Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag leven Hermann. Dag, lief Caroline. Dag leef Lückschot zu Hus und unterwegs. Und wir können auch ganz leis sagen, Kölle alaf. Eigentlich wollte man ja heute ja nichts machen, weil fast der Lovensfriedag ist. Aber es ist der 25. Februar. Und das ist der Tag, wo für einem Jahr et Marie-Louise Nikuta gestorben ist. Wir haben es beide persönlich gekannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich arg freue, wenn es mitkriegt, dass ein extra Podcast für it gemacht wird. Ja, also wenn ich dran denke, alle Jahr verlitten, was der Zieg vergeht. Das war ja mitten in der Corona-Zeit und es gab überhaupt kein großes Begräbnis. Es war der engste Kreis und ich könnte mir vorstellen, es hätte lieber gehabt, man hätte das Begräbnis richtig zelebriert. Und ich meine, das hätte auch verdient. Ja, ich glaube auch, es war so richtig Goldmädchen. 1938 ist er in Nippes geboren worden. Und fließig wie sonst jetzt. 160 Lieder, wo Text und die Musik selbst geschrieben hat. Ich weiß noch, wie wir ein Stück von ihm in unserem Spielkreis gespielt haben. Da war ich bei ihm daheim. Im Keller hatte sie Klavier standen. Und die Treppe runter, das waren so 12 Stufen, links und rechts, die Wand, die war voll geklatscht mit Karnevalsabzeichen. Da konnte man sehen, wie viel die dann hat und wie, war richtig fing. Es hat ja jedes Jahr ein Motto-Lied geschrieben. Deshalb hieß es auch die Motto Queen. Ich finde, das ist ein richtig gutes Stichwort. Also, es war für mich als Kind ungefähr so wie mit der Queen in England. Das war Luther da. Das kommt man jetzt Jod finden oder nicht. Oder der Kleidage von der Queen war ja auch nicht immer das, was man sich selbst ausgesucht hat. Er wird halt einfach dazu geholt. Ich konnte mir fast laufend, ohne dass Marie-Louise Nikuta ja nicht vorstellen. Ja, es hat aber auch so richtige Highlights, hat man nicht dafür. Ein richtiger Renner geschrieben, was mir so spontan einfällt. Wann die Engel schon im Himmel fast laufen führen. Das fühlt sich halt gut an, ohne dass man die Musik mit. Oder ein paar Jahre für Eis, ein paar Jahre für Schöckelbett. Oder die Autofahrer, wie die ermahnt hat, mit dem Suffen. Weißt du was? Wir fahren mit der Straßenbahn nach Hause. Das wird doch heute noch manchmal am Ende von einer Sitzung als Ermahnung gespielt. Das klingt ja dann wohl auch nötig, ne? Ich meine, wir haben immer Malis gesagt, ne, es hätte nicht leicht gehabt. Das kann man wohl sagen. Es war, so kann man sagen, die erste Frau, die sich in den Männerfasteloven durchgesetzt hat. Und wenn heute mehr Frauen sind, dann können sie sich zum Teil auch bei dem Marie-Louise Nikuta herzlich bedanken. Das war so populär. Das ist ja so ja mit der Rude Funke Fasteloven nach Namibia geflogen und hat uns Stadt da repräsentiert. Und es hat sich überall engagiert. Also es hat keine Grenze gekannt, in dem Sinne, es hat bei Cologne Pride mitgemacht und das war richtig toll. Nach dem Motto leben und leben lassen. Übrigens, so steht es ja auch auf seinem Grabstein, ob Malote. Bei der Führung ob Malote, jedes ganz viel Glück, die dahin geführt werden, man ja halt von dem Grab verzählt. Es ist eins von den schönsten Gräber mit dem QR-Code, da kann man so ja am Grab stehen und dem sie Lieder hören. Ja, das ist eine ganz moderne Art von Begräbnis, aber das ist ein anderes Thema. Es ist im schwer gefallen, abzuhören. Man muss wissen, die Bühne, das war eben der Marie-Louise Leben.
Ja, da mod ich auch Remele. Ich han ja für Dinge Geburtstag, Hermann, für Dinge 90. vorzubereiten, alt vorher bis hier rumgeholt, wer dann mitmachen könnt. Und da hab ich mich so richtig gefreut. Da war noch für der Corona-Zeit fast laufend. Da han ich dat Marie-Louise ob der Tribüne gesehen, für der Seniorenkist, für der Residenz am Dom. Und da bin ich direkt ob et angeschrömt und han et begrüßt. Han gesagt, jetzt wo du da bist, ist der faste Laufen noch schöner. Ach, da wird richtig selig, da kommt man Sinn. Und dann han ich et gefragt, ob et vielleicht Lust hätt, ob Ding im 90. Geburtstag auch als Überraschungsgast dabei zu sein und ihre Ständchen zu bringen. Und da datet Strahle und sagt, ja, wann ich dann zick han? Ja, da hat sich schon Zieg, zu Baschte Zieg, viel Zieg, wo es nicht singen konnte. Es war nur einmal Lebenszieg, ja, die vorbei war. Es leider. Es hat gesundheitlich nicht mehr so richtig klappen und es fiel ihm schwer, das anzunehmen. Ja, und so datet jetzt wahrscheinlich, wie er das gesungen hat, mit der Engelscher im Himmel faste Laufen führen und vielleicht sogar der Chor im Himmel anführen. Ja, Jetzt wünschen wir euch allemal noch schön Tag bis Mittwoch. ja, und einmal sagen wir dann herzlich Kölle Alaf, Mottelieder Alaf. Und was noch? Marie-Louise, Alaf. Und für euch sagen wir ganz traditionell wieder Tschö.